Hallo und herzlich willkommen zu einer Review von dem neuen Film Captain Marvel. Was ich an dem neuen Marvel-Spektakel erwarte und ob der gelungenen Übergang zu Endgame geht, das sieht alles hier bei Filmleft. Kämpferin Verse, gespielt von Brie Larson, go von der Kree ausgebildet. Er steht in einem Kampf am Weltraum auf der Erde auf. Gerade hat nach für die Spezialeinheit Starforce für Sicherheit am Weltraum gesucht, und schon befindet hat sich auf einem fremden Planet, den ihm aber relativ bekannt vorkommt. An immerem geht hat von Visionen von einem freien Leben auf der Erde geplot. Ob der Erde ankommt, trifft hat dann den Shield-Agent Nick Fury. Zusammen mit ihm bekämpft hat dann die Alien-Rasse Skrulls, die der infiltriert hat. Währenddessen probiert hat dann immer mehr über seine Vergangenheit herauszufinden. Was Skrulls dann auf der Erde vier haben, und was mit den Visionen vom Verse auf sich wird, das sieht ihr alles am Kino bei Captain Marvel. Okay, ich probiere mich mit einem ziemlich heiklen Thema Captain Marvel heran. Also für mich war der Film definitiv kein Glanzlichtung gewesen. Und aber war nicht alles schlecht drin. Als allererstes ist die Geschichte viel zu viel klar erzählt. Geht immer von einem Krieg geschwärzt, den zu keiner Sekunde spielbar ist. Unter dem Strich ist der Film einfach eine Origin-Story, die ihn aber schon definitiv besser gesehen wird. Eine viel zu viel hastig erzählte Geschichte und ein unschönes Feeling, wird viel zu viel abgesagt wirkt, wird viel Leute schwer machen, den Film gerne zu hören. Ganz untypisch für Marvel ist auch, dass der Film sich das immens stellt. Das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Mir ganz am Gegenteil, mir hat doch manchmal gefallen, Marvel von einer anderen Seite gesehen. Mir leider ist auch die eine oder die andere Szene dran, die sich da wiederum gut nicht stellt. Und das steht dann zum ganzen Recht immens im Kontrast. Es hätten sich vielleicht müssen dezidieren, ob sie in The Guardians of the Galaxy Klon machen oder aber echt die DC-Richtung fahren. Aber ich kann aber auch nicht alles im Film schlecht schwätzen, weil schauspielerisch schon nicht Brie Larson immens gut besetzt fand. Und auch den Antagonist, der bei Marvel oft zu kurz kommt, gab das immens dynamisch und vielseitig geschrieben. Es war ein Antagonist mit logischen Motivationen. An so manche Kampfszenen waren auch immens flott anzusehen, obwohl auch hier nicht immer das CGI ganz gepasst wird. Ehrlich gesagt konnte ich den Hase über den Film nicht verstehen. Mir werde ich immer mehr über den Film nachdenken, weil mir immer mehr Punkte auffallen, die mir auch nicht gefallen. Ein grosses Problem bei Captain Marvel ist manchmal, dass er einfach zu falscher Zeit rauskommt. Alles wartet nämlich auf das große Spektakel Endgame und da kommen die Filme raus, die einem einfach nicht mehr egal ist. Wie Captain Marvel eventuell am MCU echt abgetaucht, dann wird das ganz vielleicht nicht so schlimm gewesen. An war vielleicht nicht nur nach 7 Drehbuchschreiber drüber geschafft hätten und dann nur noch 50 Mal umschreiben. Ich meine, wird ja jeder in der Sprache mit der Kage am Brei kennen. Nur ich meine, der macht am besten einfach selber einen Eindruck vom Film. Wie hat ihr den Film fand, aber was hat ihr erst dann am meisten drüber gesteuert? Oder hat ihr vielleicht sogar immens gut fand? Erzählt mir da in den Kommentaren. Aber wenn euch mein Review gefallen hat, dann denkt dran, sie zu liken und zu teilen. In dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Captain Marvel.